Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das Jüdische Kohl auf Radiostanzie WUNR 1600 AM Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet yiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, Lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jüdischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite yiddishvoice.com und durch Twitter @theyiddishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat a neue. A schöne Teufe, a guten gesunden Jahr wünschen wir alle unsere Koinem und alle Zuhörer von der Programm. Israel Bookshop ist der Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben auch von Auswahl von jüdischen Schriften, religiöse Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Wir schicken euch die Bücher, wo ihr verlangt. Guten Abend, ihr hört das jüdische Kohl auf WUNR 1600 AM Brookline, das dazu euch mehr David. Auf unserem heutigen Programm haben wir dem Covid zu präsentieren einen Kommentar wegen der letzten Neues in Yisrael in der Milchama nach dem 7. Oktober von unser beliebten Sholem Beinfeld, Professor von Geschichte, emeritiert von Washington University, St. Louis. Und wir haben erst gekriegt die traurige Idee, als Herschel Hartmann, Oliver Sholem, ist weg in der Ewigkeit. Ihr werdet öfter gedenken, wir haben gehabt ein längeres Interview mit ihm, mit ein paar Jahren zurück. Ist jahrelang gewesen ein Anführer von einem Sholem-Community, Sholem-Kehila in Los Angeles. Und ist lebenslang gewesen ein Jüdischist, einmal gewesen ein jüdischer Journalist, Tage beim Vorwärts, hat ist geboren geworden in Amerika. Wir wollen in sein Andenken spielen mein Interview oder Auszüge davon jetzt auf unser Programm nach Sholems Kommentar. Und später im Programm wollen wir noch einmal spielen Musik von und wegen Yisrael von verschiedenen Sängern. Hat noch von unserem Programm. Dank. Teure Zuhörer zum jüdischen Kohl. Das reiht zu euch Sholem Beinfeld, wo sich auf dem Covid zu interviewieren, interessante Gäste auf unser beliebtes Programm. Es kommt mir euch von Zeit zu Zeit zu geben einen Kommentar wegen der letzten Neues und Erscheinungen in der jüdischen Welt. Die letzten Neues, ihr wisst allein, sind gar nicht gefährlicher. Es handelt sich wegen 2 eng verbundene Entwicklungen. Die Milchama zwischen Israel und Hamas in Gaza, das heißt Gaza, und er wächst nicht nur von Antizionismus, sondern auch von Antisemitismus überhaupt in die Universitäten in Amerika, zwischen sie die berühmteste, Lemoschel Harvard. Nach dem gräulichen, chayischen Pogrom durchgeführt von Hamas dem 7. Oktober, ist eine Milchama zwischen Israel und Hamas gewesen unvermeidlich. Wie Hamas allein hat gut gewusst. Sie ist wenig angegangen, die Karbones zwischen der zivilen Bevölkerung in Gaza. Verkehrt. Was ärger, als besser. Israel soll keinen beschuldigt werden in Kriegsverbrechens und auch in Genozid.
Die unikale militärische Lage mit den Terroristen tief hereingerückt in die Häuser und die Instanzen von der gewohnten Asepass und mit dem Netz von Tunneln Untersee, hat Taki geführt zur Lage, wo die trillistische Sympathie für Israel gleich nach dem Pogrom hat sich schnell ausgebitten auf wachsende Sympathie für die bombardierte zivile Bevölkerung von Asien. Als die Bevölkerung in Gaza hat gelitten, ist ohne Zweifel. Ohne Zweifel ist euch, als Israel hat nicht gehabt, kein Brehre. Viele die Bemühungen zu vermindern, die zivile Verlusten durch Aizen, die Bevölkerung sich zu evakuieren zum Dornteil von Asapass, hat zugegeben, zu die alle Szenen auf Television, auf dem Internet von bombardierten Chorves und menschliche Carbones von Durchweg in Essen, Wasser und medizinische Hilfe. Dazu die Szenen von Pläten, was Stromen in die Hunderttausende mit Päcklach und Wegerlach von sehr Hobben und Guts. Das hat geführt zu wachsenden Forderungen von einer Feierabstell. Das heißt, faktisch eine Feierabstell mit Israel. Oder Lecholapoches eine mehr pünktliche, more surgical, mehr pünktliche Strategie, die auszumeiden, wie weit möglich, die zivile Carbones. Letzten hört man die Pünktlichkeit Forderung von Amerikaner Politiker hereingerechnet dem Präsident Biden. Was ist von Summer Oneb gewesen und ist geblieben, ein getreuer Anhänger von Israels Recht sich zu verteidigen und bemühen machen Assof zum Hamas-Regime in Asien. Aber auch viele Biden und seine Ratgeber, warum weist euch nicht ewig dulden Israels Kampagne von Bombardierungen und ohne Amerikas Stütze wird Israel nicht lang können umgehen mit ihrem Kampf. In derselben Zeit hat man Fragen wegen, was wird sein noch damals kommen. Und es ist öfter nicht die Zeit zu schaffen, die einzige Lösung. Palästina-Medina mit Asa hereingerechnet. Das ist für der Netanyahu-Regime abbehnenhalt. Und beklar, eine peinliche Lage für Israel. Was teinet, als sie kämpft für ihre samme Existenz. Peinlich ist euch die Lage da in Amerika. Jeden fühlen nicht nur ein Zuwachs von Antisemitismus, noch euch ein Gefühl von Isolierung und Einsamkeit. Befragt fühlt das die jüdische Jugend auf die Campussen von den Universitäten. Wir wissen schon verlangen, als der Antizionismus und Sinne-Israel ist tiefer eingedrungen in der akademischen Welt mit ihrer progressiven Ideologie. Resolutions, Lutevis der BSD-Bewegung in einer Sachuniversitäten. Klassen und Lektions mit Pro-Palästina-Ideologie kommen oft vor. Speziell mit der BLM, Black Lives Matter-Bewegung, ist zwischen progressiven Kreisen der Klassenkampf verbieten geworden auf einen Rassenkampf. Mit dem Ziel abzuschaffen, die weiße Herrlichkeit, White Supremacy. Und bemühen kämpfen für alle marginalisierte Minderheiten, rassische, koloniale und auch sexuelle.
zu bisslich, aber danach sehr schnell ist Yisrael geworden das samme Symbol von allen Averes. A weiße koloniale Medina, was unterdrückt und okkupiert eine eingeborene bräune Bevölkerung. Was kann sein Ärger? Da haben geführt, muss ich sagen, eine wichtige Rolle schwarze Intellektuellen. Und eben mit der Angela Davis, aber später zugekommen, Naire, was identifizieren offen die Palästinenser mit die Amerikaner Schwarze. Man muss euch dämonen, als da spielen euch eine gewisse Rolle jüdische antizionistische Organisationen wie JVP, Jewish Voice for Peace, was hat dann gesehen, kämen leikenen als der Antizionismus ist passt Antisemitismus. Wie kann das sein, als die jüdische Organisationen allein sind antizionistisch? Wir wissen das alles und nicht von Nächten. Ist aber die scharfe und aggressive Qualie von Protesten, Lutowis, Asa und die Palästinenser auf mehrere Campussen und anderswo gekommen wie ein Schock und eine Aufdröselung. A viele Eder die Israel Konterattacke hat sich angehoben. Hat man schon gelobt, die Hamas Freiheitskämpfer. Jüdische Studenten haben sich gefühlt bedroht, isoliert und bedroht, psychologisch und auch viele physisch. Es hat geführt dazu, als der amerikanische Kongress hat gefunden, von nötig, auszuhören 3 Universitätspräsidenten, 3 Frauen, mit sehr schwache Behandlung von der Lage. Sehr entversinnend gewesen, kann man sagen, naiv und herausdreherisch, nicht direkt. Und eine von sie, Miguel von Penn, University of Pennsylvania, hat gemusst resignieren. Präsident Gay von Harvard hat bekommen eine mehr wenig positive Stützung von den Harvard-Aufseher, aber auch für ihre Lage ist noch als eine problematische. Das ist eine Lage, was mir gedenkt nicht als eine Sache soll vorkommen in die amerikanischen Universitäten. Es kann sein, als die Protesten und Unruhen auf den Campussen und anderswo wollen sich mit der Zeit einstellen. Aber die Frage von Asem und Hamas ist derweil noch als aktuell und gefährlich. Und kein Ausweg sieht man derweil nicht. Ich hoffe, als in einem kommenden Kommentar will ich haben freilichere Besuches für euch. Lassen wir hoffen. Derweil lassen wir sein stark in unserer Getreidenschaft zu Medinas Yisrael und unserer Getreidenschaft zum jüdischen Volk. Dank. Mit mir ist unser Gast. Heißt Herschel Hartmann. Ist Bildungsanführer von Sholem Kehila, the Sholem Community, Education Director. Und ist auch ein Übersetzer von Jiddisch auf Englisch, sei von Literatur, sei von private, einmal handgeschriebene Dokumenten. Was noch kann man sagen wegen nach, wer nach reinführt? Das ist genug. Nein, noch eine Sache noch zugeben. Also ich bin gewesen der erste hier geborene jüdische Reporter in der jüdischen Presse in Amerika. In anhaltend zu 17 Jahren in 1947. In der Morgenfreiheit. Und aber ihr seid gewesen der erste von allen Zeitungen reingerechnet im Vorwärts, ja? Ja, der erste hier geborene. Eine Kleinigkeit. Jetzt wissen wir besser, mit wem wir haben zu tun. Es ist ein größer Covid. Und ich will sich euch entschuldigen bei euch, was es hat gedauert so lang.
was ich habe Sachen nicht gewonnen zu euch, aber besser spät wie keinmal nicht. Ich bin schon zugewöhnt zu dem, was ich bin auf jener Seite Kontinent, als ich habe noch meinen Namen nicht kann Oisius und als ich bin nicht ein junger Gelernter auf Jiddisch, nur ein alter Jiddischreder. Und die alle Sachen machen es gemacht unmöglich, als ich soll bemerkt werden in der jüdischen Welt. Okay, bei mir sagt zu beiden der Lage. Also ist es aber. Gut, ist Koidem Kol kennt uns übergeben etwas wegen einer Kehila, Shalom Community. Was ist das? Es hat zu tun mit weltlicher Jüdischkeit und Nefscher könnt ihr euch bei der Gelegenheit definieren. Was heißt weltliche Jüdischkeit? Ja, wir benutzen noch mit einem kurzen Paragraph, was sucht zu definieren weltliche Jüdischkeit. Der jüdische Teil von unserer Identität nimmt sich von der Geschichte und der Kultur von den Juden wie ein Volk. Ein Teil von der Kultur und Geschichte ist die jüdische Religion, aber Jüdischkeit ist viel größer davon. Die Kehille hat sich gegründet in den frühen 50er Jahren und es ist gegründet von den Schreiber und Akteuren in Hollywood, wenn man der Machschäfer-Gejag bewirkt hat ausgetrieben von seiner Arbeit. Seine Namen sind gedruckt geworden mit Großhäuschen in den Zeitungen und die Kinder hat man verfolgt in seinen Public Schools. Es etliche Psychiater, wenn man mit gebrachten Kindern zwischen der einer größere Psychiater, ein weltlicher Jid, hat sie vorgeschlagen, als man sollte Kinder zusammenbringen in den Softwochen, sie sollen einer dem anderen heraushelfen. Und von dem ist bald herausgewachsen eine sonntägliche weltliche Schule. Eine unabhängige Kooperative. Was unabhängig? Sich anschließen in die Kinderschulen von der Morden, wo gemeint, sich legen in ein Krankenbett mit einem kranken Kopf. Weil der jüdische fraternale Volksorden ist auch gewesen, ein Zielbrett von der Machschäfer-Gejag. Sich anschließen mit dem Arbeiterring. Der Arbeiterring hat angeführt im jüdischen Leben mit dem antilinkischen Machschäfer-Gejag. Jetzt haben sie, die Eltern, beschlossen, eine unabhängige, kooperative Kinderschule und sind die frühen 50er halt es an. Ich bin gekommen, ich mit meinem Sprache sind gebracht geworden von meinen meiner wöchentlichen Arbeit. Bin gebracht geworden in Los Angeles im 64. Jahr und im 67. Bin ich geworden der Prinzipal der Rosh von der Shalom Educational Institute Incorporated. Und in
85 ist das geworden, die Schulen Kehille, und ich bin geworden der Dozendirektor. Und andere haben ungefähr und Firmen an Besitz mit der Sonntagsschule. In die 50er Jahren heißt es, ihr seid gewesen eine gar linkere Organisation und die Arbeiterring, was man rechnet nicht für eine rechte Organisation, aber da ist gewesen zu einer rechter Seite, ist es hat gedacht sein, hübsch bisschen Jeden von der linkeren Kreisen damals. Wie viel hat ihr gerechnet? Ja, ich weiß nicht, in der 53er, ich habe gesagt, dass bis 1967 bin ich nicht gewesen verbunden mit der Schule. Das ist mehr weniger gewesen herum zwischen 80 und 100 Kinder. Und das heißt 50, 70 Mischpaches. Und er darf gedenken, als von dem Anhalt von dem Orden, von dem jüdischen Volksorden, was hat sich abgebrochen von dem Arbeiterring, ist gewesen zwischen sie ein ständiger Kampf. Und der Vater hat eine Gruppe, was hat gehabt, Verbindungen mit dem jüdischen Volksorden. Die Älteren sind gewesen Mitglieder, hat sich nicht gekannt anschließen in dem Arbeiterring. Könnt ihr ein bisschen beschreiben, was seine gewähnte Kämpfen und ist es wichtig zu wissen noch als wegen dem? Ich habe wegen dem gehalten Lektion zurück mit etlichen Jahren, was wird geheißen From the Bund to Bernie. Der Hauptkampf ist gewesen über den Sowjetenverband. Der Orden hat gestützt den Sowjetenverband, der Arbeiterring hat bekämpft den Sowjetenverband. Was ich sage, die soziale und politische und ökonomische Kämpfe da im Land sind gewesen sehr ähnlich einer zum Zweiten. Aber also Kirchwisses hat der Mond dem Sowjetenverband, sind sie zerrissen geworden. Genug schon damit. Ihr darf wissen, als ich bin in dem Distriktkomitee von einem Arbeiterring in Los Angeles und die anderen 3 Mitglieder sind weltliche Wegweiser, welche haben durchgemacht die weltliche Yeshiva, mit welcher ich habe angeführt. Ist die alte Kämpfen hat man lang vergessen und Shalom gemacht mit dem, ja? Gut, ist wollen wir angehen ein bisschen in ein anderer Indien. Ist zurück zu euch, zu euer Leben. Hakitze, kennt ihr ein bisschen erklären für uns, wie ihr hat sich entwickelt, euer Wissen von Jiddisch, also wie ihr allein sagt, zu sein ein Schreiber für eine jüdische Zeitung und ein Amerikaner geborener. Wie kommt das also? Es ist eine einzelne Sache, ja? Unikal. 2 Halbzwiebeln. Beide Eltern haben gearbeitet in Schepper, in Kleiderschepper. Es hat auf mir Achtung gegeben, mein Baba, der Mames Mutter. Nicht ständig, weil sie hat euch gearbeitet, wie ein Aufpasser für ältere Menschen.
Sie hat kein Englisch nicht gehabt. Sein Dick mit ihr habe ich gemusst reden Jiddisch. Mit den Eltern habe ich gekonnt reden Englisch Jiddisch. Zu 5 Jahren habe ich angehalten gehen in der weltlichen jüdischen Kinderschule, Schule Nummer 1 in die kooperative Arbeiterhäuser in Bronx. Und ich bin angekommen zu 5 Jahren, schon kennen die Lernen Jiddisch. Der Tat hat mir ausgelernt. Der Textbüchel ist gewesen der Morgenfreiheit. Kindermeisters in der Morgenfreiheit. Und auch ankommend in der Public School. Mit ein Jahr später bin ich auch angekommen, lernend, schon können lernend Englisch. Ich denke nicht, mit was für ein Text, der hat mir das gelernt. Bin ich durchgegangen, die elementare Kinderschulen, zu lieb verschiedene Themen, haben wir gehalten, in ein sich überziehen von ein Tiere in ein zweiter über ganz New York, in Bronx und Brooklyn. Und ich habe graduiert die Elementarschule. Und danach hat die Mama mir gebracht zum Anfang von der Bronxer Mittelschule. Und Dwyer Tarrant, welche damals angeführt mit der Mittelschule. Und ich später gewinnt mein Kollege in der Redaktion von der Morgenfreiheit. Dwyer hat gesagt, ist jünger von allen anderen Studenten. Es wird für ihn sein schwer. Die Mama hat nicht gewollt hören davon. Und der Vater, von damals an bin ich ständig gewachsen mit Menschen, die sind gewesen älter von mir. Mein Freund ist gewesen mit einem Jahr älter von mir. Und der Vater, zu 91 Jahren jetzt, der Rasier wird mir aufwecken, 4 Säger per Tag und fragen, wer bist du? Soll ich entfernen, ich bin der Jüngste. Durchgegangen in die Mittelschule, gekannt Jiddisch besser von meisten Studenten. Bin durch die Welt geworden wie der Präsident von den Studenten. Damals gewesen ist damals 120 Studenten in der Bronxer Mittelschule. Die zweite von dem Präsident, der Mayor, ist gewesen eine junge Frau. Sein Vater ist gewesen sehr aktiv in Ordnung in den Kinderschulen. Sie hat geheißen May Stein und mit viele Jahre später haben wir Chasne gehabt. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mischuguim von der Webserie Yid Life Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Call auf WNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! Nachdem wir haben graduiert in der Mittelschule, ich in 1 Jahr und sie mit 1 Jahr später, sind wir beide gewesen Studenten auf der höheren Kursen von dem Orden. Ähnlich zum jüdischen Lehrerseminar. Aber es hat geheißen, die Kursen für Lehrer und höhere jüdische Bildung. Und wir beide, May und ich, sind gewesen die einzigen zwei, die haben graduiert mit 2 Titeln. Jüdische Lehrerei und jüdischer Journalismus. Sie hat
einmal angeschrieben, einen Artikel in der Morgenfreiheit, wegen ein Flüchtlingsschiff kommt an. In jenen Jahren sind gekommen die DP-Schiffen mit Leben gebliebenen von dem Hoben. Und sie ich vielleicht gehen interviewieren, die ankommende. Und sie ist mit mir einmal mit mir gekommen, noch jeder mehr auf mein Gasten gehabt. Und sie hat dann geschrieben, der Artikel. Interessant, Tage, als herabkommende von der Schiff sind die Leben geblieben aufgenommen geworden vom Vorsteher von Hayas. Aber Hayas hat nicht geschickt, kein jüdisch Redende. Bin ich gewesen, ich als Journalist, ich als Verteidiger zwischen den Vorsteher von Hayas und die neu angekommenen. Ich schock mit Jahren. Aber gewöhnlich lernen sich Kinder Sprachen von sehr Chaverimlach, Kinder sehr älter. Ihr habt gehabt mit wem zu reden Jiddisch auf der Gas, auf der jiddische Gas in Schulen? In jenen Jahren ist gewesen eine sehr große Gruppe von jungen Leuten, das haben durchgemacht, die Kinder schon. Und wir sind gewesen zweisprachig. Wir haben geredet Jiddisch, Englisch zwischen sich. Und wir haben formiert einen Club, was ist später geworden, ein offizieller Branch von einem jüdischen Orden, Branch Nummer 100, einen Namen gegeben nach dem jüdischen Schreiber und Lehrer Bezalel Friedman. Und wir haben sich proklamiert wie ein zweisprachiger Club. In jenen Jahren sind gewesen in einem jüdischen Volksorden, sind gewesen jüdisch redende Branches und etliche englisch redende. Weltliche, radikale, aber englisch redende. Und wir haben sich erklärt, zweisprachige. Am meisten wegen dem. Der Quartier von der Mikuf, vom Jüdischen Kulturverein, ist gewesen auf dem zweiten Stock über Moritz Schwarzes Theater auf der 2. Avenue in New York. Die 12. Gasse und der 2. Avenue, 189 2. Avenue. Und der angesehene Schreiber und Forscher Nachman Meisel ist gewesen der Anführer von der Mikuf. Er ist gesessen in dem Office dort. Und in der zweiten Office ist gewesen die Manhattaner Abteilung von dem jüdischen Volksorden. Und sie haben gehabt eine Mimeograph-Maschine. Die Zuhörer, was wissen nicht, was ist eine Mimeograph-Maschine, können googeln. Und ich mit meinem, der Hals nicht mein Frei, mein Geliebter sind dort gewesen. Und wir haben mimeografiert etwas für Friedman Club. Und Meisel hat gewollt wissen, was das ist. Haben wir dann gesagt, dass wir sind ein zweisprachiger Jugendclub. Und Meisels Abruf ist gewesen, raus von mein Office mit Chemidem. Das ist symbolisch von dem Problem, was ich halte, das Problem, was gewinnt mit Jiddisch in Amerika, was
Die hohen Fenster haben nicht gelost Jiddisch und Jiddischisten haben nicht gelost, man soll übersetzen Jiddisch, die Wunderung von jiddischer Kultur auf Englisch. Wenn das wollten, wenn anders wollten, Hunderte, Tausende jüdische Amerikaner sich bewusst wegen der wunderbaren Seelen von der Kultur und wollten öfter, ein Teil von sie, wollten sich gelernt Jüdisch. Gedei weiter, aber man kann nicht übersetzen Jüdisch. Jüdisch ist zu schwer gut zu übergeben auf Englisch. Erstens kann man nicht und zweitens kann man nicht. Und ich halte das gestört, als Jüdisch so weiter angehen. Und wenn man fragt mir, was halte ich, wird sein die Zukunft von Jüdisch, aber ich habe keinen Antwort. 2000 Jahre hat man nicht geredet auf Hebräisch. Es hat sich angehalten in Oren Kodesh. Es ist rausgenommen auf Jan Teuvim und Shabbosim, aber geredet hat man nicht Hebräisch. Wenn eine heilige Sprache nicht gekonnt reden, auf weltliche Sachen. Die Sprache hat sich ausgehalten in einem Oren Kodesh 2000 Jahre Zeit. Die jüdische Sprachhalter wird sich aushalten in dem Oren Kodesh von unserer Zeit, die Universitäten. Und da, ich weiß nicht wie viel Heinz, ein Dutzend zu mehr Universitäten, wo man lernt Jiddisch. Und das wird aushaltende Sprache. Man tut jiddische Bücher, neue jiddische Bücher. Von, wie ich habe früher gesagt, junge Menschen, die wohnen auf Eierbreg, Jam, besonders in der New Yorker Gubernie, und was gefunden von unter der Erde. Jüdische Bücher, was keiner von sich nicht gehört. Doch der Pfarrer ist sehr wichtig, als man soll sie übersetzen, bis Mendeles Werk, sondern dort bloß 3, 4 Übergesetzte. Und schon gemacht 20 Jahre, wie ich suche, als man soll finanzieren, eine Übersetzung von seinem autobiografischen Roman Schleimer Reb Chaims und kein ein jüdischer Magnat will das nicht. Zurück zu eurer jungen Jahren, wenn die Platen sind gekommen in die 30er und die schwerste Plate ist gekommen in die spätere 40er, ist das gewesen eine Gelegenheit für euch, sich zu bekennen mit Menschen in euer Alter, was reden Jiddisch? Und hat ihr sich bekannt mit sie erstens? Nein. Interessant. Wenn ich verbinde, wo ich die Menschen beim Schiff, ist die ältere Menschen, wo sind die gewesen, haben sie euch gerechnet, die Lagerung, die Ghettos, wo sie haben sich, sie sind gewesen und sie haben sich geraten wird. Gefragt die jungen Menschen, was sind einmal gewesen, das sind gewesen seinen, haben sie sich gehalten zusammen, bloß die Jungen, und sie haben schon gewusst, was es kommt vor in Amerika.
Wo sind ihr gewesen? Da und dort. Nicht durchgesagt, dass er seinen gewesen in den Wäldern gekämpft mit den Partisanen, mit der Hilfe von den Sowjeten. Schon gewusst, dass das darf man nicht durchsagen. Und dafür haben sie sich nicht angeschlossen zwischen die linke jüdisch-heidnische Jugend. Ich habe gehört letztens von meinem Schutter auf der Radio, Shalom Beinfelder, der meinte dem Fall von Sutzkever. Viele hat gehabt Schwierigkeiten da reinzukommen in Amerika. Gut, was ist at Eile gewinnt in Yisrael, alle sind, Menschen sind sehr stolz mit dem, aber hat Shalom geteilt, dass gewollt kommen in Amerika, aber es gewinnt ein Stückel Suffolk wegen dem, seine sowjetische Vergangenheit. Ihr seid Masken? Sehr. Ich bin gewesen in der Armee in Zeit von Koreakrieg. Und ich habe sich nicht untergeschrieben, als ich gehören zu den verbotenen Organisationen. Ich habe sich verlassen auf den Fifth Amendment. Ist einmal hat man mich reingebracht zu einem sehr klugen Vorsteher von der Intelligence, G2. Und er hat gesagt, I know you probably have relatives back in the Soviet Union. That's okay. Don't worry about that. Just sign this paper. In jene Jahren, als mit gehabt Käufen im Sowjetenverband, ist gewesen Achschad. Und Sutzkever, wenn man die Sowjeten haben geschickt an Aeroplan in Saratoven von Wilna und danach ihn geschickt in Nürnberg, Eide sagen gegen die nazische Führer. Warte, wollte er nicht gewinnen, bloß unter Achschad, man wollte ihn rausgeworfen. Lass mich sich wenden zu eurer Profession wie ein Übersetzer. Was wollt ihr sagen wegen dem? Anhaltend mehr oder weniger um den 85. Jahr, als Menschen mir genommen bringen, handgeschriebene Brief, was ihre Eltern haben gehabt von der Altersheim, und gebeten mir, sie zu übersetzen. Ist das geworden bei mir eine seitige Arbeit. Schon mit dem 400er Brief, was ich habe gesetzt, wie auch einige gedruckte Bücher. Die zwischen der ersten Bücher von der Leben gebliebenen. Das war Reis in München in 1947, wegen Städtel. Ein Jiskerbuch, wollte man das gerufen? Nein, der Mechaber, ich gedenke nicht nehmen, der Mechaber hat noch dass es sich geendigte Mohammed hat er genommen, aussuchen, Landsleit und verschreiben, das, was er eben gedenkt von den Mohammed-Jahren. Und danach ist er gefahren über die DP-Lagern in Deutschland und Frankreich und gesucht andere und hat das alles verschrieben in ein Buch, was ist heraus in 1947.
Ich habe keinmal nicht verstanden, womit genommen jüdische Äußers, Druckäußers in München, aber es weiß, Landsleit da, ein paar Volk, das hat gewohnt da in Santa Monica, haben wegen mir gehört und mir gebracht das Büchel. Und ich habe es übergesetzt. Man hat mir bezahlt, meistens mit der Hilfe von der heubene, ganz reiche Frau auf Long Island in New York. Sie hat gelernt meine Übersetzung. Das Jüdische hat sie nicht gehabt gelernt. Gelernt meine Übersetzung und es ist sehr finster geworden mit euch. Weil man hat erzählt wegen dem Judenrat und die gefährlichen Sachen, was der Judenrat hat abgetan in dem Städtel. Und sie hat gekannt, der Anheber von dem Judenrat. Also sie ist gewesen ein Kind dort. Und er hat ihr geraten. Es wird gekommen sein als ein nicht guter Mensch, hat sie übergeschrieben, die Übersetzung. Und ich habe ihr geheißen, nach Abnahmen mein Namen. Und sie hat es mit Schritt mit der 25 Jahren abgedrückt, Teilen davon. Und mein Name ist dort nicht gemeint. Und wenn wir reden wegen der Briefe und danach übergehen auf mehr literarische Sachen. Mit den Briefen ist ständig da ein Zahl Probleme. Erstens Handschrift. Und das Handschriftproblem ist das Zweite. Erstens ist es schwer überzulernen. Einmal gedeiht zu verstehen ein Wort, darf ich nehmen an uns und suchen, wie daraus gefunden sich in ein anderes Wort im Brief, gedeiht zu wissen, dass es ein Zadig zu etwas anderes. Und die Menschen, die wollen den Brief übersetzen, sind am meisten verinteressiert in den Namen von seinen Käufen. Und wenn man schreibt wegen Menschen, was der Schreiber kann sein und der, was wir kriegen, den Brief kann sein, darf man es nicht schreiben, also pünktlich. Punkt, wie man schreibt sich unter, ist nicht pünktlich. Ja? Ist die, was wollen einen Brief, was bezahlen wir zu übersetzen einen Brief, wollen am ersten den Namen und das ist das Schwerste von allen Wörtern im Brief, sie zu übersetzen, zu verstehen. Ist das Mäuschen zu Meckel. Ist das Sorge zu Chane. Ist ja wegen Namen von Stadt und von Menschen und von Parteien und Begriffen. Wenn ihr teitscht es und Jontaven, wenn ihr teitscht es lieber auf Englisch, was ist euer Zugang zu schreiben? Das ist noch eine Schwierigkeit auf Englisch mit lateinischer Äußerung. Shalom Aleichem, wenn hat geschrieben auf Klezmer-Loschen, sie auf Ganovim-Loschen, hat sich benutzt mit, wie sagt man auf Jiddisch, Footnotes. Tue ich dasselbe. Wenn etwas darf erklärt werden, es benutze ich sich mit, oder mit Footnotes, oder mit Klammern. Da euch das Problem von Ausleg.
Der erste Brievenschreiber von der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben geschrieben, wie sie haben gerettet. Kein Ausleg Kloren haben sie nicht gefolgt. Haben sie nicht gehabt und nicht gefolgt. Wie ich sage meine Klienten, es wollte gewinnen, wenn ihr bringt mir einen englischen Brief, wo es sagt, how you doing, y'all? And how you doing is spelled how ya doing. Es darf man kennen, verstehen, was die Schreiberin gemeint. Ein anderes Problem ist gewesen, was sie haben übergenommen, oder von Briefen, was sie haben gehalten von Amerika, oder von den Amerikaner Zeitungen, was mitgelernt haben, übergenommen englische Wörter. Letter. Gemacht in alle Briefe, was ich ihm immer gesagt ist, ob es ist ob man nutzt das Wort Brief, nutzt man euch in derselben geschriebenen, nutzt man euch Letter. Aber ich verstehe nicht, ihr redet wegen Brief, was man zum ersten angeschrieben in Amerika, in Europa, oder viele von Europa? Heißt das, Menschen von Europa haben geschrieben Letter? Ich habe keinmal nicht gelernt, kein Brief von Amerika von dort. Es lange von der Alter her kann Amerika, aber er stößt sich an, von wann sie haben gewusst, Letter, Strike, Movie, Picture. Das alles haben sie gemusst nehmen, oder von dem Brief, was sie im der Alten Versehrung schreiben, oder von der Vorwärts, was da solche wunderliche jüdische Wörter verspricht. Ihr weiß, was Abkanz Jiddisch hat geheißen bei Jiddischisten. Potato-Jiddisch. Was? Potato-Jiddisch? Potato-Jiddisch. Und bei der Freiheit ist es gewesen anders? Oh ja. Keinmal nicht genutzt. Streik und Union, ja, aber anders Jiddisch Wörter. Man hat erzählt, wegen Abkan, als wenn er hat gelernt am Manuskript und ein Wort ist ihm nicht gefallen, vielleicht er reist von Office und anklingen zum Elevator. Die kommen der Elevator-Treiber und kann es ihm heruntergerückt unter der Nase, der Manuskript. Und das Wort verstehst du? Der Elevator-Operator hat schon gewusst, was sein Antwort darf sein. Nein, ich verstehe das nicht. Kann es ausgemerkt und reingegeben ein englischen Wort. Aus Kartoffel, aus Bulbe, Potato. Schönen Dank, es ist vergnügend zu reden mit euch. Wir bleiben in Kontakt und seid gesund. Ich bin ständig recht. Und lass mir wissen, für den heutigen Mittwoch zu beraten. Es kommt nach Jerusalem, viel bald zu trinken alle Chaim, begeistert kommen dorten werden und verfreit drinnen tragen. Es hört sich bloß Shalom, was macht ihr Brüder Hayom, Hayom? Menschen erzählen, wo sie sind gewöhnt, die Schönheit, wo sie haben gesehen. Menschen erzählen, wo sie sind gewöhnt, die Schönheit, wo sie haben gesehen. Die Augen von Helden werden
haben sie der Sehen, sehr gute Freund. Sie sind doch dem Jedens rechte Hand. Dank sie haben mir an eigen Land, dem ersten Stein haben sie gelegt. Gott hat sie mit Keucher hinbegleitet. Das zu sehen hat der Reise wert, was wir haben auf unser eigen Erd. Das zu sehen hat der Reise wert, was wir haben auf unser eigen Erd. Wegläuft die Woche, es kommt der Schabes, die jeden jagen sich zu tragen dem Tales. Sei jung, sei alt, sie laufen in die Massen, und es wird bald still auf die Gassen. In jedem Haus wird Licht angezündet, sie werden gewünscht mit Gott in die Sinne. Der Teufel Marovi sagt rein in sich die Tränen, als jedes Wunsch soll mit Kujen werden. Der Teufel Marovi sagt rein in sich die Tränen, als jedes Wunsch soll mit Kujen werden. Israel, bist starker von Eisen, als du kennst da so viel Geburt beweisen. Israel, wir seinen stolz mit dir, mit deinen Siegen, mit deinem Mut und Aschir. Wir gucken mit Meire, wie groß die Sakole und dein Gefahr. Gegraben von Sonne mit blutiger Sinne, zu brennen uns fähig und zar. Nur mit geistiger Gewurre, mit der Feste Hand, will mir bringen Frieden, schollen zu dem Land. Nur mit geistiger Gewurre, mit der Feste Hand, will mir bringen Frieden, schollen zu dem Land. Es gießt sich das junge, unschuldige Blut. O Himmeln, Himmeln, guck sich so gut. Zahl verteidigt das heilige Land, bringt euch die Sonne im Mapole und Schand. Nur wie durch alles ist euch gekommen das neue Land. Adam Chaluzim gibt euch im Hen und jeden mit göttlichem Gedank. Noch Jahrhunderter Bänkschaft zu Ende von dir Voice, zu Jerusalem, die heilige Stadt. Noch Jahrhunderter
bist du da, Menschele? Wer bist du da, Menschele? Siehst, als du sich greist, a Gast auf der Welt bist du bloß. Du narrst nur sich allein. Weis, als du bist kleiner, noch wie klein. Vergiss, wer du bist, dein Stolzieren ist ganz umsonst. Wie lange wird es dauern? Es kommt schnell der Tag zum Badeuern. Du guckst sich recht in die Ruhe und du bleibst still und stumm. Du jagst sich und du läufst, dein Gesund vergeht, du verkaufst. Dein Herz wie ein Säger klappt, bis der Rotem wird verfahren.
Es ist, als du sich greis, a Gast auf der Welt bist du bloß. Heint bist du da, morgen dort. Menschen da, nicht so schein mehr in nächtige Schau. April, che New York und Tel Aviv, ist ein Land weit auf der Welt, ist ein Land weit auf der Welt, wie Acker des seht und schneit, wie freit sich vor der Leid. Kinder schreiben mir in Brief, wachsen frei in Tel Aviv, eigen ist die Erde Jam, groß ist eigen Bäumen Staub, eigen Lernen, eigen Stil, schreibt man in mir von Tel Aviv. Geht auf und 2 April, in New York und Tel Aviv. Aber als der Brief kommt an, mit der blau-weißer Israel-Fahn, schmeckt von ihm mit Bäum und Reis, lichtig wird bei uns in Haus. Viel wie es bringt der Brief, Sonn und Freit von Tel Aviv. Jedes Wort singt mir ein Lied, wie sein Land weit auf der Welt, wie sein Land weit auf der Welt, wie rackert seid und schneit, wie freit sich aus der Leid. Kinder schreiben mir in Brief, wachsen frei in Tel Aviv, eigen ist die Erde Jam, groß ist eigen